Die Damen und Herren, mein Name ist Thomas König. Ich bin Philosoph zu Erst noch am Lycée und ich mache eine kleine Reihe von Videos zu der Logik oder für mich präzise zu sein zum Logiksprogramm, den auf der Premiere eben im Programm ist. Und wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Was ist Logik überhaupt? Biologie kann man alle gute, Geologie kann man auch alle gute, Immunologie oder Radiologie oder Virologie. Es gibt sogar Leute, die meiner Meinung nach sich wahrscheinlich im Ziel geht tun, aber die keine Philosophie studieren, mit Philologie. Das heißt, aus Sicht von Logos, haben wir alle schon hören, wir wissen auch, was zum Beispiel Biologie ist. Biologie als Studie Logos vom Leben, Bios. Von der Logik holt, was bedeutet Logik oder was ist Logik? Logik ist die Studie von den formellen Regeln vom richtigen Schlussfolgern. Das ist ein ziemlich dicke Batz. Für es simpel zu halten, die Logik studiert am Anfang, was die Regeln sind, die machen, dass eine Argumentation oder eine Evaluierung, dass die korrekt ist, dass sie logisch ist. Dann lassen wir natürlich froh, für was brauchen wir das? Aus sich, Logik ist etwas, was wir permanent, allen Moment benutzen. Wenn der mich zum Beispiel versteht, das heißt, dass er logisch denken könnt. Das heißt, die hat verschiedene Elemente und die kriegt ihr richtig kombiniert. Das, was wir aber an der Logik an der Schule machen, ist, wir gehen einen Schritt mehr weit. Wenn der Lohn nicht der Premier soll sie mehr an den Jahren verdrehen, wenn du guckst, da gibt es Fächer wie zum Beispiel auch Philo der Deuxième oder Fach wie Société. Da soll ich auch argumentieren und du kannst ihn dann für dich mal gucken bei den Argumenten, ob sie richtig sind oder falsch. Oder eben, ob sie logisch sind oder nicht, was nicht unbedingt dasselbe ist. Das heißt, was wir heute primär machen, ist, wir gehen am Anfang ein bisschen weg von den Diskussionen mit normalen Sprachen, Lützeburg, Deutsch, Französisch, die kann am Alltag haben, und wir gehen am Anfang gucken, ob die Form von den Argumentationen, von den Resonanten, und da gehen wir gucken, ob die Form stimmig ist oder nicht. Das heißt, jetzt simpel zu halten, die Logik, die wir hier machen, oder die Sachen aus der Logik, die wir primär machen, sind am Anfang da, für uns zu lehren, zu überprüfen, ob unsere Überlegungen stimmig sind oder ob sie nicht stimmig sind. Pass auf, ich habe nicht gesagt, ob sie richtig oder falsch sind, ich habe gesagt, ob sie stimmig oder gültig sind oder eben nicht. Bon, an der Logik gibt es 3 Prinzipien, die man muss kennen, um zu verstehen, dass die Logik funktioniert, auf wie sie funktioniert. Das erste Prinzip wird genannt das Prinzip d'Identité. Das heißt, in anderen Worten, eine Sache ist immer identisch zu sich selber. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so ein A, das bleibt immer A. Das geht nie irgend von B oder das geht nicht irgendetwas anderes. Wenn ihr guckt an der Mathe, wenn ich zum Beispiel so ein 1 plus 1, das ist immer als gleich 2. Sicher? Mir an der Logik ist 1 plus 1 immer 1 plus 1. Das heißt, die Identität verändert sich nicht. Das heißt, eine Proposition bleibt immer sich selber. Sie kann vielleicht äquivalent sein zu anderen, aber sie ist nie gleich zu anderen. Das wären nämlich die anderen. Das ist das nächste Prinzip, das Prinzip d'Identité. Das zweite Prinzip, das wir haben, ist das Prinzip der Non-Kontradiktion. Der sieht, dass es kein Widerspruch gibt. Wenn eine Sache stimmt, dann muss der Konträr falsch sein. Aber wenn der Konträr stimmt, dann muss die Sache falsch sein. Das heißt, es kann nicht sein, dass gleichzeitig eine Sache an ihre Konträr stimmen. Wenn du ein Beispiel willst holen, zum Beispiel es regnet, weil entweder regnet oder es regnet nicht. Mit das nicht, dass es regnet, aber gleichzeitig nicht regnet. Es kann nicht sein, dass die zwei Sachen gleichzeitig stimmen. Es ist schon weltweit klar, irgendwo werden es regnen, irgendwo werden es nicht regnen. Wir wollen hier einfach im Bereich der Logik bleiben. Das Prinzip von der Nicht-Widersprüchlichkeit sieht, dass eine Sache richtig ist und dafür ihre Konträr falsch ist. Oder, wenn der Konträr richtig ist, dann muss die Sache falsch sein. Und dann haben wir den dritten Prinzip, das ist das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten, le Prinzip du tiers exclu. Es gibt just 2 Möglichkeiten, entweder als eine Sache richtig oder sie ist falsch, mehr etwas Drittes gibt es nicht. Und dafür, wenn man das alles zusammenhält, wenn ich eine Proposition A habe, und ich weiß, dass die stimmt, weil da weiß ich, dass ihre Konträr muss falsch sein, weil es keine dritte Möglichkeit gibt, aber weil es kein Widerspruch gibt. Und das sind am Anfang die Prinzipien, auf die als Logik aufbaut. Es gibt noch andere Prinzipien, es gibt auch eine andere Form von Logik. Mit mir arbeiten just mit Sachen, die entweder richtig sind oder falsch, aber wenn sie da denen sind, dann ist ihre Konträr da anders und da gibt es nichts dazwischen. Das sind am Anfang dann Basisprinzipien von der Logik. Bon, wenn du den Philoskurs auf der Premiere holst und die guckst, du gibt dann das, was die Schüler gerne die
einfach Logik nennen mit den normalen Buchstaben und gibt die komplizierte Logik mit den komischen Buchstaben. Für es ein bisschen mehr professionell auszudrücken, die hat auf der einen Seite die Logik der Proposition und die auf der anderen Seite die Logik der Prädikat. Was also was? Die einfache Logik mit den normalen Buchstaben, also A, B, C, P, Q, R, was auch immer, das ist Propositionallogik. Eine Proposition von der Welt als eine Sinneseinheit. Das ist etwas, was zusammen gehört, was nicht einen ähnlichen Sinn hat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so ein Rent, das nennt eine Proposition elementär, du hast ein Element dran. Wenn ich so ein Rent an, ich bin daheim, weil du hast zwei verschiedene Sinne dran, das ist am Anfang dem Moment eine Proposition komplex. Das heißt, P und Q, von der Welt noch mit Klammern rundherum, das ist dann eine zusammengesetzte Proposition. Die Logik der Proposition, was die machen, geht, dass sie geht dahin, also sie guckt bei einem Raisonnement just die Relationen zwischen den einzelnen Propositionen. Sie guckt nicht, was die einzelnen Buchstaben bedeuten, sie guckt just, wie sie zusammenhängen und ob sie logisch korrekt zusammenhängen. Wenn da meint, das ist ja im Grunde immer, dass das nicht präzise genug wäre, weil in dem Moment muss da mehr präzise Instrumente benutzen. Und dafür geht es dann zum Beispiel Prädikativlogik oder wie wir sagen, Logik der Prädikat. Die geht eben nicht just gucken, wie die Relation zwischen den einzelnen Propositionen ist, die geht auch nach gucken, wie die Verhältnisse an den einzelnen Propositionen ist. Wenn ich zum Beispiel so ein Rent, da gibt es keine Nuancen, das ist ein global aus so. Wenn man aber zum Beispiel so, es gibt verschiedene Leute, die schwarze Lützeburg und es gibt verschiedene Leute, die schwarze Kehlützeburg, das ist schon ein bisschen mehr kompliziert, für das mit der Propositionallogik auszudrücken. Das heißt, was wir machen, ist eine Prädikativlogik. Da kommen dann neue Informationen dabei und dafür sind eben die neuen Symbole auch da. Aber en gros, was wir machen, das Jahr ist eben, also auf der Premiere, sind eben die zwei Formen von Logik. Wenn der lo et Buch abschlot, et Logiksbuch, da sieht er, die hat einen Normalsatz dran mit jeder Woche. Die komischen Sätze, wo die Buchstaben dran sind, mit den komischen Zeichen dazwischen. Die komischen Zeichen dazwischen, die drücken am Anfang von der Welt Beziehungen zwischen den einzelnen Propositionen aus und die nennen man Operateur. Die kennt das, von der ich ein bisschen Drogin hat, in der Konjunktion, Disjunktion, Implikation und Äquivalenz. So ist also eben den Hitchen oben, den Hitchen unten, den Pfeil und dann den doppelten Pfeil. Aber so will man ja nicht sehen. Wenn ihr Logik wollt, für die Prüfung oder für den Examen beherrschen, dann könnt ihr die Ausdruck direkt vergessen, aber die müsst Sachen beim Namen nennen. Voilà, fängt man mit dem ersten Operateur an. Negation, ich meine, das brauche ich nicht lange zu übersetzen, das versteht all Mensch. Die Negation sieht, ob eine Sache näher ist oder eben nicht. Das heißt nicht, dass eine Sache falsch ist. Das heißt just, dass sie näher ist. Wenn ihr die Table de Vérité guckt, die hat halt zwei Fälle. Ein Buchstabe, den A, den ist entweder richtig oder ist falsch. Und dafür eben just die zwei Fälle. 0 und 1 oder 1 und 0. Und wenn ihr die Table de Vérité guckt, die hat nebendran nicht A, das ist der Konträr vom A. Und den ist richtig oder falsch, genau wie den A. Das ist eben just von der Gucke geht. Wenn A richtig ist, dann ist, also wenn ein 1 unter dem A steht, dann ist ein 0 beim nicht A, die muss da falsch sein. Und umgedreht von den A falsch ist, dann muss der nicht A stimmen. Das ist wie gesagt, wenn A zum Beispiel heißt, ich bin zu Antwerpen, dann, also wenn das stimmt, dann muss es ja falsch sein, dass ich nicht zu Antwerpen bin. Und passt auch bei der Negation von der Doppelnegation hat, das hilft sich ab. Wenn du zum Beispiel nicht A hat, das heißt ein A mit den zwei Strichen drüber, das geht abgeholfen. Das heißt, die schreiben wir nicht an. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so ein Sinn zu Antwerpen, das stimmt, okay, das ist genau dasselbe, wie wenn ich so etwas falsch, dass ich nicht zu Antwerpen bin. Doppelnegation geht abgeholfen. Auf das Leben mir einfach zu machen, schreiben wir einfach den A dahin, ohne die zwei Striche dran. Zweiten Operateur, die Konjunktion, conjoindre, zusammensetzen. Wenn der das hat, der sieht, das geht angeschrieben wie ein Pfeilchen, den du überweist oder so ein Hitchen, das heißt in diesem Fall A und B, das heißt, dass ich A und B gleichzeitig haben oder dass sie gleichzeitig stimmen. Respektive, wenn du nicht A und nicht B steht, dann heißt das, dass nicht A und nicht B gleichzeitig stimmen. Also wo Negationen sind, das ist am Anfang egal. Wir wenn die an der Natur, so an der Wildform einfach A und B hat, wie Teil an dem Handout auch aus den ich bei dem Video dabei gesagt habe,
da stimmt es, dass gleichzeitig A und B existieren oder die zwei Stimmen zusammen. Aber also bei A e B ist nicht tatsächlich A plus B. Das ist kein Mathe, wir rechnen sie nicht zusammen, wir so einfach just die Situation als die, dass den A stimmt an der B und dass die zwei eben gleichzeitig stimmen. Wenn der Table de Vérité holt, die sieht hier 4 Fälle, 2 Buchstaben, das heißt 2 heißt 2, 4 Fälle. Der nächste Fall. Remisch 1, du hast den A richtig und der B ist richtig. Du stehen die 2 Enten da und dafür sieht an der Mitte in dem Konjunktionszeichen hat eben auch ein 1. Das heißt, im Moment ist die Konjunktion auch richtig. Wenn A und B stimmen oder wenn das, was links steht und das, was rechts steht, haben sie auch ganz Kroschen, die da stehen. Wenn die stimmen, dann ist die Konjunktion auch richtig. Die 3 anderen Fälle, 2, 3 und 4, du siehst da, egal ob A stimmt, oder der B stimmt oder falsch ist oder was auch immer. Du hast 3 Fälle, wo mindestens ein Buchstabe falsch ist oder die 2. Und im Moment ist die Konjunktion dann auch falsch. Das heißt, wenn ich so, dass A, ich bin zu Antwerpen, und B, ich bin an der Belsch, wenn das stimmt, die 2 Sachen, muss ja bald stimmen, wie das Antwerpen an der Belsch liegt. Bei dem Moment stimmt mein Aussage, wenn ich aber so, ich bin zu Antwerpen, nicht an der Belsch, kann mein Satz nicht stimmen. Wenn ich zum Beispiel so ein A heißt, es regnet, und B ist, ich bin daheim, ja, wenn es regnet und ich bin daheim, wenn die 2 Sachen richtig sind, wenn A stimmt und B stimmt, dann ist der Satz, es regnet und ich bin daheim richtig. Wenn da wohl regnet und ich bin nicht daheim, dann ist der Satz nicht richtig. Wenn es nicht regnet, mich daheim sind, dann ist der Satz auch nicht richtig, weil der Satz sieht ja, dass der dient und der andere stimmen. Und für den letzten Fall, wenn es nicht regnet und ich nicht daheim sind, dann ist der Satz natürlich auch nicht richtig. Das heißt, die Konjunktion, die direkt aus, dass 2 Sachen simultan richtig sind, und dafür müssen die 2 Sachen simultan richtig sein, für das die Konjunktion auch richtig ist. Aber wenn man guckt, bei der Konjunktion, da habe ich auch noch eine Lektüre dabei geschrieben, die habe ich am Anfang die Sätze aus dem Buch quasi geklaut. Da steht A und B, nicht nur A, mehr auch B, A, B, B und so weiter. Also fortschließen die nicht 4. Das sind Sachen, die braucht man nur bei den Transkriptionen, mehr verhalte ich das. Denn Konjunktionsoperateur, die kann in auf viele verschiedene Arten an einer normalen Spruch, an einer natürlichen Spruch in der Welt ausdrücken. Hier geht es eben just ein einziges Zeichen für das auszudrücken. Das heißt, wenn ich so ein A und B oder wenn ich so nicht nur A, mehr auch B, dann sind das dieselben. Auf Lützeburg und Französisch gibt es ganz viele verschiedene Variationen für das auszudrücken, aber das sind aus dieselben, nur für einen ähnlichen Operateur. Kommen wir dann zum zweiten Operateur, Disjunktion oder Disjoindre dran trennen. Bon, hier geht es ein bisschen mehr kompliziert. Hier haben wir A oder B. Aber es gibt die Inklusivdisjunktion und es gibt die Exklusivdisjunktion. Das muss man nicht für die Prüfung oder für den Examen verhalten. Das Symbol, das wir benutzen, das heißt den Häkchen, den nur innen pointiert ist von der Welt, das ist normalerweise das Symbol von der exklusiven Disjunktion. Die sieht, dass entweder der den richtig ist oder der andere richtig ist, aber nicht die 2. Problem ist, es gibt auch noch die Inklusivdisjunktion. Die sieht, dass das ein richtig ist oder der andere oder die 2. Und das ist eben am Platz von einem V ist das dann ein W, wenn der will oder 2 und nehmen die nur einen pointieren. Für es simpel zu machen, holen wir das Symbol von der exklusiven Disjunktion, aber benutzen nicht am Sinn von der inklusiven Disjunktion. Was für ihr Premier nicht wirklich relevant ist, wenn ihr auf der Uni so die Logik denkt dran, du war etwas und dann könnt ihr euch daran erinnern, das was ihr sollt verhalten bei der Disjunktion, die seht, dass entweder das eine ist oder das andere. Oder beides. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so ich bin A zu Amsterdam oder B zu Berlin, naja, wenn ich zu Amsterdam bin, dann schon gesagt, ich bin zu Amsterdam oder Berlin. In dem Moment, wenn ich zu Amsterdam bin, stimmt von beiden Elementen, also ist mein Satz zum Beispiel richtig. Weil ihr seht, ich kann nicht gleichzeitig zu Amsterdam oder Berlin sein und trotzdem stimmt mein Satz. Was mal an der Logik holen, wenn wir just ein A und ein B holen, ohne den Sinn, hunderte Buchstaben zu gucken, das ist natürlich eine komplett andere Situation. Mehr Amsterdam und Berlin, das ist ein bisschen auf. Das ist ein Beispiel. Wenn ihr Table de Vérité guckt, ihr seht 2 Buchstaben, 2 Möglichkeiten auf ihrem 4 Fall. Und im ersten Fall stimmt ein A und ein B. In dem Moment stimmt dann auch meine Konjunktion. Und im zweiten Fall stimmt den E-Buchstaben mit den anderen nicht. Im dritten Fall stimmt den anderen Buchstaben mit den E nicht. Und im vierten Fall sind die 2 falsch. Und ihr seht, die
Konjunktion als nimme falsch und die zwei Möglichkeiten, die am Spiel sind, nicht erfüllt sind. Das heißt, für Beispiel von Amsterdam oder Berlin zurückzukommen, wenn ich behaupte, dass ich zu Amsterdam bin oder zu Berlin, mehr Wirklichkeit zu Lützeburg sind, dann hast du mir gesagt, ich bin zu Amsterdam oder Berlin falsch. Was ja logisch ist. Ne? Voilà, da kommen wir dann bei den Pfeil oder wen auch noch bekannt als die Implikation. Die Implikation sieht, dass wenn das, was links steht vom Pfeil, also die Kondition, wenn die erfüllt ist, dann muss das Resultat passieren. Das heißt, wenn A antritt, muss B passieren. Und das ist nicht so eine Sache, wie wenn ich so wenn ich Lust habe, dann rufe ich schon oder so. Das ist nicht so etwas, wo ihn ruft oder nicht ruft, dem nur gerade Lust hat. Hier schwätzen wir von Logik, das heißt, das ist eine Notwendigkeit. Wenn die Kondition erfüllt ist, könnte das Resultat notwendigerweise kann nicht anders sein. Das heißt, wenn es regnet, bleibe ich daheim. Wenn ich das als Beispiel hören und es regnet, dann muss ich daheim bleiben. Da kann es nicht anders sein. In der Praxis sieht das natürlich nicht immer so schwarz-weiß, aber hier am Exerzice oder an der Logik ist es eben so. Wenn der guckt, A implique B, si A alors B, es gibt ganz viele verschiedene Arten für das auszudrücken. Da lassen sich auch an ihrem Buch nachschauen. Ich meine, ihr habt das bestimmt schon am Kurs gesehen. Aber was mir interessant ist, ist bei der Table de Vérité, wenn nicht stimmt, mein Satz A implique B. Wenn ihr guckt, Remmenke 4 Fall, den ersten Fall immer dasselbe, den ersten Buchstabe stimmt und den zweiten Buchstabe stimmt. Das heißt, haben wir ein Beispiel, wenn es regnet, bleibe ich daheim. Wenn es regnet und ich bin daheim, in dem Moment, was sieht ihr? Die Implikation stimmt. Wenn ihr den zweiten Fall guckt, es regnet nicht und ich bin daheim, in dem Moment ist die Implikation auch richtig. Wenn ihr den dritten Fall guckt, es regnet, wir sind nicht daheim, in dem Moment ist es falsch. Aber wenn ihr den vierten Fall guckt, es regnet nicht und ich bin nicht daheim, dann ist die Implikation auch richtig. Wir sind natürlich dann froh, wie was ist just bei dem engen Fall die Implikation falsch, nämlich Fall 3. Für das bei Fall 2 und bei Fall 4 nicht zum Beispiel auch falsch. Das ist etwas, wo ganz viele Schüler damit ströfeln. Die Erklärung ist logisch, das ist nicht intuitiv, das ist logisch. Wenn A passiert, dann muss B passieren. Das ist das, was mein Satz sieht. Das heißt, am ersten Fall passiert A, und B ist auch passiert, und in dem Moment habe ich eine Implikation, die stimmt. Wenn ihr den zweiten Fall guckt, und an den vierten Fall, ne, du siehst da, A ist nicht passiert. Das heißt, die Bedingung ist nicht erfüllt. An dem Moment muss ich das Resultat nicht tun. Das heißt, ihr seht, ob ich den B habe oder ob ich den B nicht tun, spielt keine Rolle, weil A nicht passiert ist. Und dafür kann es nicht falsch sein. Aber wenn es nicht kann falsch sein, dann muss es richtig sein. Wenn es allein nicht ist, muss es ja dann anders sein. Und dafür die Implikation ist nicht falsch und dafür ist es dann eben richtig. Wie gesagt, das ist logisch, das ist nicht intuitiv, aber logisch. So, und dann hat er noch den vierten Operateur, das ist D'Äquivalenz, auch nach Bi-Implikation genannt. Wenn da guckt, A équivaut à B. Das ist nicht tatsächlich wie A est égal à B, aber équivaut, hat denselben Wert. Das heißt, wenn den A stimmt, hat der B denselben Wert. Also stimmt den auch. Selbst wie das eine Implikation ist, eine Bi-Implikation, eine Äquivalenz, geht er der Beitrichtungen. Wenn A stimmt, muss der B stimmen, aber wenn der B stimmt, das ist der Fall dann zurück, muss den A auch stimmen. Und dafür sind sie äquivalent, sind derselbe Wert. Das heißt, wenn der Table de Vérité guckt, erste Fall den A stimmt und der B stimmt, den ist richtig. Wenn ich zu viel trinken, sind ich voll. Stimmt. Wenn ich zu viel getrunken und ich voll bin, stimmt die auch so. Zweiter Fall. Wenn den E-Buchstabe falsch ist und den anderen richtig ist, dann habe ich keine Äquivalenz, weil sie einen anderen Wert. Dafür ist dann die Äquivalenz falsch. Dritter Fall, idem. Wenn das eine antritt, mir nicht das andere, oder das eine nicht antritt, mir das andere, kann nicht stimmen. Da kann die Äquivalenz nicht stimmen. Am vierten Fall, wenn den eine nicht antritt, an den anderen auch nicht. Wenn ich nicht so viel getrunken habe und ich nicht besoffen bin, das weißt ja auch ganz klar, dass du eben, wenn das eine nicht auftritt, das andere auch nicht hast. Also aus meiner Äquivalenz richtig. Weil das waren die Operateure, das nennt sich Separateur. Wenn ich so ein P implique Q, dann ist schon eine komplexe Proposition. Wenn ich aber so ein P implique Q an A implique B, nur die 4 Buchstaben, die 3 Operateure, dann muss ich noch weisen, was wie zusammenhängt. Dem nur, wo der Klammerin hier sitzt, kriegt er nämlich ein komplett andere Aussage. Und in dem Moment kann das Resonanz komplett ändern. Das heißt, die Muss-Sachen
richtig gruppieren. Wenn dir also zwei Elemente habt, die zusammen gehören, mit der Klammer rundherum, wenn dir aber mehr braucht, wie just Klammer, wenn da wie so ein rauszoomt und ihr seht, dass noch ganz viele andere Elemente da sind, die zusammengehören. Der nächste Schritt, den er macht, wird zu weisen, dass ein paar Klammern zusammengehören, was die mit Crochet rundherum. Und wenn das noch nicht durchgeht, wenn du nachher müsst wir weit genau weisen, dass verschiedene Crochet zusammengehören, dann macht er auch Colladen an der Reihenfolge. Also fängt nicht mit einer Colladen an, dann macht der Crochet und dann mit den Klammern ab. Das ist wirklich für dich Klammern, dann Crochet, dann der Colladen. Da deswegen so Separateure für zu weisen, was zusammengehört oder was eben nicht zusammengehört. Und dann die letzte Sache, also eben Konklusionszeichen, dass den komischen T, den auf die Seite gefallen ist, das ist äquivalent zum Donk. Und passt hier auch auf, wenn der übt, die hat zum Beispiel bei den Transkriptionen, kriegt er halt so vielleicht einen Satz lang, wo kein Donk dran ist, da könnt auch keine Konklusion. Wenn er aber ein Resonament hat, da hat er dann immer ein paar Prämissen, das sind dann die Sachen, die er kriegt, und dann hat er eine Konklusion, die noch also so Schluss folgeren. Die Konklusion kriegt normalerweise immer den T dabei. Also, ihrer Perspektive dann nicht so gesehen, aber den umgekippten T Konklusionszeichen und nicht umgekippten T das Konklusionszeichen. Und noch heute passt auf, wenn ihr so auf der Uni NRW sind an dem Markt Informatik oder Logik oder, es geht mehr wie eine Art für verschiedene Sachen umzuschreiben. Wenn ihr da zum Beispiel guckt bei als Negation, wir schreiben die mit einem Strich über den Sachen, über den Propositionen, die nähert sind. Es gibt aber auch nach komplett anderen Möglichkeiten für die umzuschreiben. Selbst die Konklusion, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten für die umzuschreiben. Dafür das, was wir hier machen, als Lo. Die Schreibweise benutzen, die wir Lo hier benutzen. Aber denkt dran, irgendwann kommt da vielleicht auf die Uni mit einem Logikkurs, den Sachen anders schreibt. Die Bedeutung ist genau dieselbe, dass eben just, dass sie anders geschrieben werden. Selbst von der Table de Vérité guckt, da hat er ja die Buchstaben A, B, die hat die Römischzahlen für die Einzelfälle zu beschreiben, und die hat der Arabisch 1 und der Arabisch 0 für zu weisen, ob es richtig oder falsch ist. Das wegen für ein Alphabet, den Hölder bildet, der Römisch oder der Arabisch, ist komplett egal. Der Sinn dahinter ist wichtig. Dafür denkt dran, Sinne ändern nicht, auch wenn Schreibweise ändert, der Sinn ändert nicht. Voilà, das war dann mit der kurzen Intro hier an den Logikkurs. Das, was wir machen, ist, wir gehen an den nächsten Videos als Transkriptionen gucken, Methode des Arbres und dann Prüfen. Voilà, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare oder Feedback, dann schreibt mir auf podcast@lce.lu und da sage ich bis ganz geschwind an den anderen Videos.